Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Genau, Timo, du hast richtig gehört, Video, nicht irgendwie. Also eben, ein neues Video auf meinem Kanal und ja, wie ich gesagt habe, stehe ich hier bei mir in der Küche. Ich mache aber kein Kochvideo wie andere YouTuber. Alter! Also, sorry Timo an dieser Stelle. Ja, heute ist ein relativ spezieller Tag, grosser Tag, darum auch das Video. Heute sollte eigentlich meine Komponententeile ankommen für meinen neuen PC. Wie ihr wisst, habe ich ja mit einem PC gestreamt, der leider leistungstechnisch gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand war. Und den tun wir jetzt aufrüsten. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie einen PC gebaut. Also das wird für mich auch als erstes Mal sein. Wie ich gesagt habe, die Kamera bewegt sich mit mir. Ich habe mal mein DJI-Stativ geholt. Also das ist eigentlich ein Gimbal. Und mal schauen, wie gut das verhebt. Es kann sein, dass mittlerweile oder zwischendurch vielleicht mal ein bisschen abschmieren. Dann tut es mir leid. Aber ja, wir probieren es einfach mal und wir legen los. Wir müssen jetzt zuerst bei meinem aktuellen PC mal die ganzen Teile ausbauen, weil ich noch nichts gemacht habe. Da habe ich jetzt mal alles aufgespart. Ich habe das noch nie gemacht, Werkzeug kann ich aber. Ja, wir probieren es einfach mal schauen, was passiert. Ich habe einen Haufen Videos geschaut. Ich hoffe, das reicht, um mein notwendigste Wissen zu haben. Aber das wird ein spannendes Video. Wir legen los. Let's go! So. Gut, also, das ist jetzt einmal der PC. Ja, gut, jetzt sieht man es nicht, weil dann durch die Gimbal meine Fresse anvisiert. Also, das ist, warte jetzt mal schauen, ob es geht. So, das ist der PC, da sind die ganzen Teile drin und wir bauen jetzt das Ganze mal aus. Jetzt tue ich aber kurz den Gimbal so einstellen, dass er mir nicht mehr folgt die ganze Zeit, weil sonst haben wir dann nachher das Problem. Bei mir kommt praktisch alles raus vom Computer. Komm, warte, ich muss schnell den Gimbal umstellen. Also bei mir kommt eigentlich alles raus bei dem PC. Weil es ist alles alt. So, ich habe geschaut, ich habe gewisse Komponenten behalten. Also das Einzige, was noch bleibt, ist einerseits das Gehäuse und die SSD und noch die Festplatte an sich. Der Rest kommt alles raus, also das Mainboard, Grafikkarte, alles der Dings da unten kommt raus, alles Ganze, Power, Stromversorgung, einfach das Netzteil, so jetzt ist es so. Kommt alles raus. Ich kann einfach mal schauen, ob ich das herbringe oder nicht. Das habe ich Geld aus dem Fenster gekriegt. Also, ich würde mal sagen, wir fangen an mit alle Kabel lösen wahrscheinlich, das ist mal am besten. Und dann tun wir halt einfach das rausbauen, was raus muss, logischerweise. Ja, ich würde mal sagen, let's go. Ich weiß nicht, wie ich es aufnehme. Es kann sein, dass ich einfach Katzen drin habe und dann habe ich das und dieses draussen. Ja, wir schauen mal. Also ich lege mal los, wünscht mir Glück. So. Also ich habe die hintere Verschalung weggenommen, das ist der Case. Das ist mal der ganze Kabelsalat. Ja, eben das tun wir jetzt alles mal voneinander nehmen, beziehungsweise ich jetzt zuerst mal abfotografieren und dann tun wir es voneinander nehmen. Also, ich habe jetzt einmal, oh schön weiss auf weiss, vielleicht mal nachher noch ein anderes T-Shirt anlegen, Moment kurz. So, also, schau ein neues T-Shirt anlegen. Ich tue jetzt mal zuerst die Grafikkarte ausstecken. Ich habe jetzt eigentlich hier schon fast alle Anschlüsse vom Mainboard getrennt. Und da muss ich schnell kurz dann Kabel noch sortieren, von dem, was drinnen bleibt und von dem, was rauskommt. Die neuen Sachen, die reinkommen, erkläre ich dann nachher noch erklären, wenn sie da sind. Ich hoffe, es kommt heute. Es wäre bitter, wenn es nicht heute kommen würde. Aber es sollte eigentlich alles gestern versendet worden sein, sollte ich heute alles eintreffen. Ich muss nachher mal vielleicht noch einmal schauen. Ich habe gerade vorher gesehen, dass der Böschler noch mal durchgedüst ist. Vielleicht hat er jetzt noch das Ganze im Briefkasten geschmissen oder einmal hergestellt. So, das wäre mal die Grafikkarte GTX 560. Ja, Palit. So eine hätte ich fast auch wieder bestellt, aber das ist ein anderer geworden. Das ist jetzt ein Saphir, glaube ich, oder so, weiß ich nicht. Also, legen wir mal auf die Seite. Was haben wir da noch schon angeschlossen? Ich glaube, es ist nichts mehr gross. Da muss ich jetzt kurz mal ein Foto machen, weil da habe ich jetzt einerseits das Laufwerk angeschlossen. So, okay, das sind nochmal Kabel, die sind vom PC selber, so wie es aussieht, die da.
Seiten und all die farbigen, die kommen jetzt eigentlich raus. Gut, da sind ein Haufen Adapter dran. Hey, und da habe ich eigentlich schon alles draussen. Heftig. Nur noch schnell das Stromding ausbauen. Auf die. Alter! Stecker. Das hat eigentlich gar so, das Mikrofon ist ein paar da, die ich aufnehme. Optimal. So, also das wäre mal der Strom-Netzadapter. Wo ich auch ersetze, weil der ist eben halt auch relativ alt schon. Und ich hoffe, dass der andere hier reinpasst. Wir legen jetzt mal auf die Seite legen. Und jetzt gehe ich mal schnell kurz schauen, ob meine Teile gekommen sind. Gut, also, die Teile sind gekommen. Wir nehmen jetzt aber noch schnell den Rest raus hier. So, also das Motherboard nehme ich jetzt raus. Das ist jetzt immer mit Intel Core betrieben worden, also es war ein i7 drin, aber 3770 oder so, das schlägt mich tot. Den nehmen wir jetzt raus. Das erste Mal muss ich hier den Lüfter lösen. Ein bisschen Wiggle geben hier wahrscheinlich. Genau, okay, die Wärmeleitpaste hat auch schon mal bessere Tage, die ist fast weg. Aber dann haben wir den mal draussen da. Dann müssen wir schnell auf die Seite legen. Also es sind eigentlich alle Teile bekommen, bis auf das, was ich von Microspot bestellt habe. Da von der Microspot ist eben noch nicht gekommen, das wird eben mit der DHL geliefert, wieso immer. Und ja, jetzt haben wir hier das Motherboard raus. Gut, habe ich alles draussen, sieht es aus, ich probiere es rauszunehmen. Wenn er rauskommt, ich meine, das war jetzt lange drin, aber das sieht relativ gut aus. Et voilà. Das wäre das Motherboard, eben ein ganz kleines Netz und ein grösseres drin. Zum Glück habe ich ein grosses Case. Also sollte alles passen. Und ja, dann wird es jetzt Zeit für die neuen Komponenten. So, das sieht jetzt momentan so aus. Wir haben hier die Kabel für die Power, Anschlüsse, alles drum und dran. Ich hoffe, dass ich von denen habe ich meistens von diesen kleinen Pinöckchen hier, man, dass ich die richtig wieder anschließe. Der Rest sollte eigentlich relativ selbsterklärend sein. Und ja, dann legen wir jetzt los. Wir tun jetzt mal Komponenten auspacken und schauen mal an, ob das überhaupt gekommen ist, was ich bestellt habe. Let's go! So, wir fangen jetzt gerade mal an mit dem von meinem Lieblingshändler. Digitec, Galaxus, falls ihr einen Sponsorvertrag möchtet haben mit mir. Also ich sage nicht nein. Nein. So, da habe ich jetzt beim Digitec mal einerseits das Motherboard bestellt und auch den Prozessor. Beides sind im Tagesangebot. Das Motherboard hat 120 Stutz gekostet, glaube ich. Also eigentlich ein gutes, ist aber ein X570 oder so etwas. Keine Ahnung, ich labere da, das hätte ich auch nicht, Mann. Ja, genug kann ich googeln, Mann. Google weiß alles. So, also was haben wir da mal? Wir haben einen Plan. Alright. Der Plan geht hier drüber, in meinen Beschwerdebriefkasten. Und da haben wir das Ganze da. Ist natürlich super aufeinander aufgestapelt, wegen Druck und so, was es gibt oder könnte geben. Ja, egal. Also das ist einmal der Prozessor. Wir haben jetzt hier einen Ryzen 5 3600 drin. Also eigentlich einer, der ich auch ein bisschen geschaut habe. Preis-leistungstechnisch denke ich einer, der relativ okay ist. Die könnt mich gerne korrigieren. Ich sehe jetzt kommen nach den Kommentaren, den Scheissprozessor hast du gekauft, Kollege. Eben das X570, ich habe nur geschaut, dass es so ist. Ich habe keinen Plan, was ich da, ob das gut ist oder nicht. Ich habe nur gesehen, es hat gute Anschlüsse und alles. Und ja. So, also jetzt muss ich mich noch schnell kurz irgendwie sicherheitshalber entladen. Nur weiss ich jetzt nicht wo, ich muss schnell einen Ort finden, wo ich schnell gut entladen kann. So, hoffentlich entladen. Wäre doof, wenn ich nicht wäre. Tun wir da mal das Motherboard auspacken. So. Gut, also. Da steht da Play Hard, Stay Silent, okay. Den müssen wir mal wegnehmen, logischerweise. Und ja, so sieht jetzt das Ganze aus, das ganze Motherboard. Eben ist ein MSI, ein bisschen grösseres und wir tun jetzt hier gerade mal die CPU einsetzen.
Die sind irgendwie schon offen, die Arbeitsspeicher. Leider kann ich jetzt eben die Arbeitsspeicher noch nicht einbauen, aber die tun dann einfach gegen Schluss rein halt. Schliessen wir mal an in dem Fall, oder wir legen mal die CPU ein. Das ist eben da, wo die meisten immer so Schiss haben. Ich habe jetzt viele Videos geschaut, ich hoffe nicht, dass ich es verkacke. Aber man kann es auch gar nicht verkacken, glaube ich. Es hat ja einen genauen Punkt, wo die CPU mit merken, dass sie dort herkommt. Und das sollte eigentlich schon funktionieren. Gut, also der Prozessor kommt jetzt hier rein. Wir haben hier ein kleines Pünktchen, ich weiss nicht, ob man das sieht. Also eben, wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich weiss nur, was in den Videos erklärt wurde und ich werde das euch auch zeigen. Also da hat es ein kleines Pünktchen. Dort kommt jetzt der Prozessor auch rein. So, da ich schaue jetzt noch schnell, ob alle Pins gerade sind. Ich habe auch schon ein Video gesehen, wo einer einfach chrome Pins bekommt, aber das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Der Prozessor hat hier auch ein kleines, man sieht es wahrscheinlich nicht, ein kleines Pünktchen. Ja, man sieht es nicht. Und der kommt jetzt so einfach so drin. Nicht drücken, sondern einfach nur drin legen lassen. So. Ich glaube, es ist gut. Hebt sich jetzt nirgendwo ab. Hat ein bisschen Spiel, aber ich denke, das wird normal sein. Legen wir den Hebel langsam runter. Ja, tiptop gegangen, also ohne Problem. Das heisst, Prozessor richtig rein da, hebt, wackelt und hat Luft, wortwörtlich. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Kühler montieren. Der Kühler kommt oben drauf, jetzt muss ich die Halterung aber zuerst wegnehmen. Also ich glaube, ich bin richtig angespannt, ich schwitze wie blöd, man, nur wegen so etwas. So, das sind glaube ich Teile, die ich nicht mehr brauche, aber ich tue sie aufbewahren, falls wir sie gleich mal brauchen. So, ich hoffe mal, die Backplate ist drauf. Ah ja, okay, hat schon klar. Jetzt kommt der Boxkühler drauf, der von der AMD mitgeliefert wurde. Da ist die Wärmepaste, alles schon gerade fix fertig drauf, das ist gut. Und jetzt ist so die Frage, das Motherboard kommt ja so rein, wie es steht. Jetzt ist ein bisschen das Problem wegen dem RAM, weil wenn ich den jetzt so drauf tue und der RAM quere, das heisst, ich muss noch den anderen Weg her tun. Den Weg, also muss ich nicht drauf tun. Weil da kann ich hier den RAM noch rein tun, ich weiss eben noch nicht, wo ich den RAM rein tun muss. Da muss ich eben bei der Gebrauchsanweisung noch nachschauen schnell. Weil ich habe zwei Regeln, die reinkommen. Da sehe ich jetzt gerade, da ist A1, A2, B1, B2. Das ist eigentlich gerade so. Aber wahrscheinlich muss ich, denke ich mal, bei A1 und B1 einen rein tun. Nehme ich jetzt mal an. Und das passt gerade so noch. Darum tue ich den jetzt gerade so rein. Jetzt soll ich mal leicht anziehen. Mal. Noch nicht zu fest. Man muss über Kreuz sicher mal, dass es auch eine schöne Spannung oben drauf gibt. Gut, also da ist der Prozessor drin. Und jetzt muss ich, voilà, den Fan hier anschliessen. Fan 1 und ich kann mir glaube ich noch richtig anschliessen, so wie ich weiss. Man macht es mit Gewalt und das wäre aber eigentlich der Weg da unten drauf kommt, nehme ich jetzt mal an. Voilà, perfekt. Gut, also das Kabel tue ich nachher irgendwie anders herlegen. Sehr gut. Aber jetzt wird man eigentlich die RAM-Regel rein tun, die habe ich aber leider noch nicht. Darum tun wir das jetzt mal kurz überspringen und wir tun mal Blend ins Case rein. Und dann nachher schauen wir noch schnell, ob wir Aufleger noch andere mit rein tun, wobei die sind bei mir schon fix verbaut eigentlich. Darum sollte ich eigentlich dort nicht rein tun. Wir machen gerade weiter. So, also die Blende, die sehen ihr jetzt nicht, die ist hier die muss ich jetzt zuerst wieder zurückdrücken. Oh, das geht relativ einfach, voilà. Die haben wir schon draussen. Die mal auf die Seite. Und jetzt kommt hier die neue Blende rein. So, da, jetzt muss ich schon schauen, den Weg. Und die rein. So. Schon drin, hä? Ja, da oben noch. So, jetzt ist sie drin. So, also wir tun jetzt mal das Mainboard reinlegen. Damit das nirgendwo ankommen.
So, jetzt muss ich schauen, irgendwo unter A. Aber das ist wegen der Blende. So, jetzt ist es, glaube ich, drin. Ja. Nice. Yeah, geil. Es passt aber genau. Auch hier mit dem Ventilator. Da jetzt genau noch etwa so ein paar Millimeter Luft dazwischen. Da habe ich es gerade, als ich es gesehen habe, zuerst gedacht, also, oh, da könnte ich noch ein Knebel werden. Aber es passt. Und jetzt muss ich schnell kurz schauen, wo der Lüfter angeschlossen wird. Ich habe ja noch einen Lüfter. Ich glaube, ich muss schnell nachher auf dem Foto schauen, aber ich glaube, der ist irgendwo. Wo war der gewesen? Oder wo wird der angeschlossen? Also, da muss ich jetzt schnell kurz nachschauen, die Gebrauchsanweisung. Okay, System Fan Connector heisst der. Der ist so unten. 4 Stück könnte man maximal anschließen. Okay. Dann machen wir zuerst das Motherboard fest drauf. So. 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 Gut. Schrauben sind drinnen. Mainboard hebt. Sehr gut. Und jetzt müssen wir mal schnell den Fan anklipsen. Voilà. Da tue ich jetzt mal einfach mal, lasse ich mal so eine Lampe, weil ich muss dann nachher schauen, wie ich es rein tue. Wichtiger Punkt jetzt, was man immer muss machen noch während der Installation, ist den Sack überkleben. Voilà. Perfekt. Gut, also das Motherboard ist drin und jetzt tue ich schnell kurz hier unten noch putzen, weil da ist es ein bisschen staubig noch. Hätte ich eigentlich machen sollen, bevor ich den Dings rein tue, aber egal, so schlimm ist es nicht. Ich fange jetzt mit dem Strom mit dem Netzteil an, dass ich den mal drin habe. Gut, also das Netzteil habe ich eins hier von der Crosshair, heissen die, das ist wahrscheinlich wieder spiegelverkehrt, geil. Ja, das ist jetzt einfach ein 650 Watt, weil ich habe jetzt ein 550er drin gehabt. Aber weil die Kabel da also schon alt sind und wahrscheinlich auch nicht mehr so die Anschlüsse haben, die man so braucht oder vielleicht etwas geändert hat, ich weiß es nicht. Habe ich halt schnell kurz was Neues bestellt, ist auch zum Glück nicht teuer gewesen. Das hat jetzt 50 Franken gekostet. Also ich weiß nicht, wie lange das Video wird, falls ihr noch dran sind bis jetzt, was ich vermute. Also er erwartet, dass ich noch irgendwie fail wegen etwas, aber ich glaube, das Schlimmste habe ich schon mal hinter mir. Das machen wir gerade an. Ah! Also ich weiß ja nicht, wo also Alter steht kann. Hallo, was ist denn? Darum ist er wahrscheinlich so saugünstig gewesen. Einfach ein deutscher Stecker dabei. Ja, aber ich habe ja, das ist glaube ich ein stinknormales, was ist es? 10 per 250er und so eins habe ich ja da. Mit einem Schweizer Stecker, von dem her Glück gehabt. Jetzt tue ich mal kurz das ganze Kabelgeschmäus. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, ich tue jetzt mal zuerst sortieren. Das Kabelgeschmäus. Schauen wir mal, was haben wir da alles. Ja, ich würde mal sagen, ich stecke jetzt einfach mal alles ein. Soweit. Oder soll ich echt. Ich tue jetzt so Grafikkarte gerade rein, da sind sie auch drin. So, Grafikkartentechnisch habe ich einen Radeon genommen. 5600 XT. Von. Ja, Saphir. Ich habe einfach ein bisschen geschaut, was so Sinn macht und so. Vom Preis her. Und die hat jetzt wirklich ungelogen, ist das ein super Angebot gewesen. Ja, für diese Karte, schätze ich. Timo hat jetzt sicher das Video pausiert. 250 Franken gezahlt. Also, ich glaube, für so eine Karte, in dem, da wo sie kann, 6 GB Arbeitsspeicher oder 6 GB Speicher drauf genommen, ist sie, glaube ich, nicht schlecht. Das Ganze sieht so aus. Und die tun wir jetzt mal einsetzen.
So, also schon noch krass. Ist schon heftig. Das war die alte und da ist einfach die neue. Also ist schon ein bisschen fetter vor allem. Sagen wir mal, je fetter, desto besser ist die Kühlung, hoffe ich mal. Und jetzt ziehen wir die mal hier so einfädeln. Super, ist drin. Passt auch. Hat auch genug Luft zum Eis gesehen. Ja, perfekt. Sehr gut. Ich habe noch keine weitere SSD gekauft. Dann kann ich so eine SSD hier zwischen bauen. Oder hier unten an. Die tue ich einfach mal. So. Gut. Habt alles. Tipptopp. Dann tue ich jetzt mal alles anschliessen. Da tue ich aber nicht aufnehmen, weil das ist nämlich eine elendslange Sache, glaube ich mal. Darum mache ich es mal so und es wird alles verkabelt sein. So, also es ist jetzt mittlerweile etwa so 30 Minuten vergangen. Ich habe jetzt alles angeschlossen. Habe auch hinten schon Kabel ein bisschen zusammengenommen und wir schauen schon kurz rein. Es ist einfacher gegangen, als ich wirklich gedacht habe. Ich meine, da bin ich jetzt richtig aufgeschmissen. Aber es ist doch noch gut beschrieben. Also ich habe die Gebrauchsanweisung noch geschafft, also ich habe ein bisschen nachgeschaut. Und man kann es eigentlich gar nicht falsch anschliessen, wenn man die Gebrauchsanweisung versteht, sage ich jetzt mal so. Und ja, also du magst eigentlich abnehmen. Also das ist jetzt mal die Vorderseite. Ich habe jetzt hier die USB angeschlossen, den Ein- und Ausschalter vom PC selber. Hier haben wir noch das Audiokabel, man sieht es fast wieder nicht mehr halt. Und hier haben wir noch die Kartenleser. Ich hoffe, das haben wir richtig Ort angeschlossen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann die ganzen verkabelt, da weiß ich nicht, wie ich das dann besser mache, das lasse ich jetzt einfach mal so. Die Daten alles verkabelt. Die CD läuft auch. Und hinten sieht das Ganze jetzt einmal so aus. Aber ich habe es einfach so gemacht, wie ich denke, okay, das könnte gehen von den Kabel her. Ich muss jetzt aber dann schauen, ob überhaupt der Deckel noch drauf geht. Wahrscheinlich muss ich schnell den Deckel noch ein bisschen drauf drücken. Aber sonst könnte das eigentlich so klappen, weil der Deckel hat noch etwas so viel Luft dazwischen. Das könnte gerade länger. Ich muss es probieren. Drückt die Daumen und wir sehen uns. Der RAM ist immer noch nicht gekommen. Sollte aber heute schon definitiv kommen, aber ich will vorher noch mal schauen, der ist noch nicht gekommen. Das tun wir halt am Schluss einbauen. Dann. Gut, also der Deckel ist drauf. Haben wir draufgebracht. Er ist jetzt aber leicht, ich weiß nicht, ob man es sieht. Leichte Wölbung hat er drin, weil die Kabel so dick sind. Aber es verhebt. Und ja, jetzt muss ich eben nur noch auf die RAM warten. Auf die warten wir jetzt und dann können wir auch die noch einbauen. Sollte eigentlich gehen, hoffentlich. Ich hoffe, dass ich es hier gut drüber legen kann. Ja, muss ich dann probieren. Eventuell muss ich da nochmal Stromkabel abnehmen von der Dings, kann ich sagen, von der CPU, dass ich die besser reinbringe, logischerweise. Aber ich habe es jetzt einfach mal angeschlossen. Und ja, sonst wäre eigentlich wieder alles ready zum Anlassen. Aber wir müssen jetzt einfach noch kurz warten, bis der RAM kommt. Und dann würde ich sagen, wir springen dort her. So, also wir haben jetzt Viertel ab 4 und ich habe jetzt angefangen noch meine RAMs bekommen, also die 2 Regeln, die ich noch bestellt habe. Ich tue jetzt mal 16 GB verbauen, 8 GB die Regel. Und ich will schon vorher schauen, ich muss die ins A2 und ins B2 rein tun. Das wäre der mittlere und der hinterste. Und das machen wir jetzt schnell. Also vom Arbeitsspeicher habe ich mir nichts Spezielles gekauft. Ich habe mir einfach hier DDR4 mit 3200 MHz gekauft. Also, wenn ich es richtig gesagt habe, ich weiß es nicht. Also nichts Spezielles, einfach nur auch etwas, das funktioniert oder verheben sollte dann. Ja, auch nicht mit LED und so, also gar nicht drin. Es hat eigentlich leuchtet, höchstens Grafikkarte und wahrscheinlich das Mainboard oder das Motherboard, das noch ein bisschen leuchtet. Aber der Rest eigentlich nicht, weil eigentlich ist das Ganze verschlossen. Man sieht nicht drin, darum brauche ich es auch nicht. Also ich tue das mal kurz einbauen. 1 Sekunde. Und so, also sind die 2 drin. Und jetzt können wir einfach den PC anschliessen. Beziehungsweise muss ich noch schnell die CPU anmachen, hier nochmal mit dem Strom. Den habe ich auch schon angesteckt, dass ich das besser hin tue. Und dann können wir mal schauen, ob die Maschine läuft. Oder nicht. Aber ich hoffe mal, weil ich glaube, sie hat keinen Fehler gemacht. Hoffe ich mal. Wir sehen uns gerade unten wieder, wenn ich das Ganze anschliesse. Also alles angeschlossen. Und jetzt kommt der grosse Moment. Läuft das Zeug oder läuft es nicht? Strom hinter der Hebel habe ich umgeschaltet. Ich drücke das Knöpfchen. 3,
Scheiße, Orange. 2, 1. Okay. Hallo tut er mal nicht. Okay, nächster Versuch. Ich habe doch nicht den Power-Dings umgelegt von dem. Ich habe gemeint, ich habe es gemacht, aber ich habe es anscheinend ausgeschaltet. So, wir schauen mal. 3, 2, 1. Oh yeah! Oh yeah! Oh mein Gott, das läuft alles. Ego mio! Es läuft. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein Bild bekommen. Die Tastatur kommt mal. Bildschirm leuchtet an. Ah ja! Also wir haben den Ryzen 3600 XT drin. Mal schauen, wo haben wir da? SATA, okay. Setup-System, okay, das ist mir klar. RAM-Size haben wir auch die 16 drin, das habe ich gesucht. Nice! Läuft also DDR4. Okay, Dual Channel und läuft alles. Nice! Okay, funktioniert. Funktioniert in dem Fall. Und dann muss ich jetzt das Ganze nur noch Setup machen und das sollte dann laufen. Ich hoffe, dass CD-Laufwerk alles läuft. Und dann muss man raus, wenn ich drücke. Das ist, denke ich mal, sicher ein gutes Zeichen. Und dann starten wir einfach mit dem Setup. Also, ich habe alles angeschlossen mittlerweile, oder fast alles. Habe diverse Treiber für Grafikkarten runtergeladen und installiert, neueste Updates aufgeladen. Auf das Motherboard alles nochmal installiert und aktualisiert. Und so wie es jetzt aussieht, sollte eigentlich der ganze Käse laufen. Oh ja, geiles Profilbild noch von mir, uralt. Und ja, wir testen jetzt aber mal schnell mal GTA 5. Wir schauen mal, wie gut das läuft, wie flüssig das läuft, mit welchen Einstellungen das ich gamen kann. Sollte ich jetzt rein theoretisch können mit recht hohen Einstellungen gamen. Ja, wir versuchen es einfach mal. Let's go! So, nice. Ich habe jetzt gerade GTA 5 mal gestartet, bin schnell in die Grafikeinstellungen gegangen und einfach alles ist auf dem höchsten. Oh, ich fühle es gerade richtig. Ich teste es jetzt mal schnell kurz, wie gut es läuft. Und nachher tue ich noch Warzone abladen, beziehungsweise ich habe darauf erkannt, dass wieder gelöscht, weil mein PC nicht, also der alte PC oder die alten Komponenten nicht kompatibel sind oder nicht fähig sind, das Game abzuspielen. Und dann nimmt sie Wunder. So, jetzt startet es gerade ins Game, wir schauen mal schon kurz gleich. Oh shit, Alter, Mann, die Grafik jetzt ist ein Augenschmaus, Mann, das sage ich nochmal, Mann, verdammt nochmal. Und es läuft so flüssig, ey. Es läuft einfach so flüssig und clean, ey, das habe ich die ganze Zeit nie gehabt. Ich muss mir vorstellen, ich habe immer mit der tiefsten Auflösung gespielt und hatte dann noch Ruckler gehabt. Ah, so gut, Mann. Fühle ich extrem. Nice. Hat sich voll gelohnt, Alter. Richtig geil. Gut, also das war es mit dem Video vom PC zusammenbauen. Der Rest funktioniert eigentlich so wie das. Mikrofon läuft, CD-Laufwerk läuft, Kopfhörer laufen, also alles funktioniert wie vorher. Also habe ich alles richtig angeschlossen. Ich bin hure stolz auf mich. Ich habe es noch nie gemacht oder habe nur von Videos habe ich das fertig gebracht. Also richtig nice. Und ich kann euch nur sagen, also mir hat es jetzt so schwer gedacht, auch das Kabelzeug war wirklich am schwersten gewesen, aber es ist doch einfacher gegangen, als ich gedacht habe. Darum finde ich richtig geil, dass ich es fertig gebracht habe. Ich habe mega Freude jetzt dran. Und jetzt muss ich auf Warzone abladen, auf dem PC schauen, wie das so läuft. Und dann schauen wir natürlich dann auch mal, wie läuft so GTA mit dem Streamen zusammen und. Da schauen wir dann alles später an. Und ja, das war's mit dem Video. Danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder oder in einem Stream, wie auch immer. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!